Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Ja Leute, diesmal zum Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig, was wir 2:1 gewonnen haben. Bevor ich loslege, in eigener Sache, Leute, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, scrollt einfach mal runter unter dem Video für den Abonnieren-Button. Das ist kostenlos auf YouTube. Klickt da mal drauf, damit unterstützt ihr den Kanal hier. Würde mich sehr freuen. Vielen lieben Dank. Gut, zum Spiel. Ich denke, nicht ganz unverdient, aber auch nicht gerade super verdient. Wenn wir es neutral betrachten, werden wir mit Sicherheit gleich auch in den Statistiken sehen, denke ich mal. Dann wäre ein Unentschieden schon gerecht gewesen, denke ich. Aber am Ende des Tages wurscht. Wir mussten einfach mal wieder einen Sieg einfahren, weil wir brauchen schon ein bisschen Selbstvertrauen für das Spiel gegen Lazio. Ja, also ganz kurz über die Meisterschaft mache ich mir keine Gedanken mehr. Der Fokus liegt auf dem Rückspiel gegen Leipzig. Und da muss ich sagen, hat mir das heute Hoffnung gemacht. Nicht, weil wir gewonnen haben, sondern die Art und Weise. Ja? Und auch teilweise die Ausstellung. Aber da komme ich gleich zu. Gehen wir es mal durch. Erste Viertelstunde waren wir bärenstark. Ja, wirklich. Wir waren bärenstark. Das war endlich mal eine Reaktion, die wir schon seit Wochen eigentlich erwarten. Wir haben hoch angelaufen, wir haben hoch gepresst, wir waren immer fickerig, immer gallig. Pavlovic mega stark, Dreh- und Angelpunkt des gesamten Bayern-Spiels, ja. So viel wie der in Bewegung war und sich immer wieder angeboten hat. Bärenstark, danach ist Leipzig ein bisschen wach geworden, denke ich. Dann war es ein ausgeglichenes Spiel mit gerade in der ersten Halbzeit besseren Chancen für uns, fand ich. Klarere Chancen. Zweite Halbzeit war es dann ein bisschen umgekehrt, fairerweise. Ja, dann hat Leipzig eigentlich die klareren Chancen gehabt. Eine hat Neuer sehr gut dann gehalten. Dafür war Neuer vorher immer ein bisschen unsicher gefühlt, aber da kommen wir mal auf die Spielerbenotung zu. Ansonsten war es ein super ausgeglichenes Spiel, wie ich fand. Ja. Wie gesagt, auch gerade erste Halbzeit, nach der ersten Viertelstunde war es eigentlich sehr ausgeglichen. Zweite Halbzeit, Leipzig kam auf jeden Fall die ersten 10 Minuten, Viertelstunde, zweite Halbzeit viel besser aus der Halbzeit und war viel besser im Spiel wie wir. Das muss man ganz klar sagen. Also ähnlich wie es bei uns in der ersten Halbzeit war. Und danach war es wieder ein ausgeglichenes Spiel in meinen Augen. Ja, wir haben dann nach dem 1:0, was halt in diese Drangphase von Leipzig gefallen ist, dann haben wir uns zurückgezogen, ja, haben versucht, so Stuttgart-Move und Dortmund-Move zu machen, was nicht wirklich gut geklappt hat. Das muss man fairerweise auch sagen. Aber wir haben die ganze Zeit dagegen gehalten. Ja, du hast nicht einmal das Gefühl gehabt, oder ich hatte das Gefühl zumindest nicht, dass irgendwas abgeschenkt wird oder irgendeiner keinen Bock hat oder, also alle waren engagiert. Ja, der eine oder andere hat trotzdem keine gute Leistung gebracht oder eine mittelmäßige Leistung, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber es waren durch die Bank weg alle wirklich engagiert. Ja, vielleicht 1, 2 Abstriche bei 1 oder 2 Spielern, vielleicht ein bisschen weniger. Aber viele waren hoch motiviert, hoch engagiert. Was mir auch gefallen hat, man hat auch endlich mal wieder füreinander gearbeitet und es war auch mal so, es waren 1, 2 Phasen im Spiel, ja, wenn der Ballführende den Ball hatte, dass wir wieder nicht wussten, wohin. Fairerweise muss man das sagen. Aber ansonsten über weite Strecken war es schon so, dass derjenige, der den Ball hatte, auch wirklich Anspielstation hatte. Das war Bewegung auch ohne Ball vorhanden. Dass jetzt nicht alles auf einmal so knack und wir spielen auf einmal einen tollen Fußball. Wie soll das funktionieren nach 11 Monaten Grottenfußball? Ja, das klappt halt auch nicht. Aber ich denke, es war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich denke, ich weiß nicht, ob es jetzt an der Entscheidung liegt, die gefallen wurde. I don't know. Ich kann es schwer beurteilen. Werden die kommenden Wochen zeigen, wie der ein oder andere Spieler reagieren wird. Was ansonsten auffällig war, Tuchel hat endlich mal gecoacht. Ja, irgendwie hat man so das Gefühl von außen betrachtet, wow, man hat ihn jetzt endlich mal dahin bekommen, dass er mal Ehrgeiz zeigt. Ja, er hat sich das Spiel mal angeguckt und nicht nur auf der Trainerbank auf sein Tablet geglotzt.
und hat auch Anweisungen gegeben außen, ja, und hat sich auch mal, er war drin. Er war Teil dieses Spiels einfach, ja, was die letzten Wochen halt nicht der Fall war mit seinen eingemummelt auf der Bank rumkauern, ja. Das war auch ein ganz, ganz anderes Auftreten von Tuchel. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich weiß nicht, warum erst jetzt. Vielleicht fühlt er sich herausgefordert, dass man ihm gesagt hat, pass mal auf, du erreichst diese Mannschaft nicht, das passt nicht. Vielleicht ist jetzt gerade so der Wille geweckt, so, ja, pass mal auf, ich zeige euch, dass das nicht stimmt, was ihr da erzählt. Ne? Vielleicht mag das ein Punkt sein. Wäre super traurig, ja, muss man auch mal ganz klar sagen. Weil genau das hätte ich mir eigentlich in jedem Spiel, was wir bisher gesehen haben, gewünscht. Ja, dass der Trainer halt mit so on fire ist. Und das war er leider bisher nicht. Schiedsrichter war so mittel, würde ich sagen. Ja, teilweise hat er 10 Minuten Fouls laufen lassen, die alle gelb waren. Dann hat er klein nicht rumgepfiffen. Also er hat wirklich eine klare Linie gehabt, hat immer wieder gesprungen, mal 10, 15 Minuten wirklich alles laufen lassen. Dann wieder 10, 15 Minuten jede Kleinigkeit gepfiffen und auch dann falsche Entscheidungen, gerade beim Pavlovic, aber auf der anderen Seite genauso. Also es war jetzt nicht so, dass eine Mannschaft bevorzugt wurde, aber das war von der Schiedsrichterleistung auch maximal eine Note 4, würde ich sagen. Ja, das ist, was ich zum Spiel sagen kann. Wie gesagt, mir persönlich hat's gefallen. Ich fand's gut. Ich habe endlich mal das Gefühl gehabt, dass eine Mannschaft auf dem Feld ist, mit 1, 2 Abstrichen, und man unbedingt will. Ja, man wollte unbedingt. Man hat das Gefühl gehabt, dass heute viele Spieler unbedingt wollten. Auch wenn sie nicht konnten, weil sie keine Form haben und so weiter. Aber sie wollten unbedingt. Ja. Und für uns war es natürlich super wichtig. Ja, damit sollte, selbst wenn jetzt nochmal so eine Serie kommt mit 2, 3 Niederlagen, sollten die Champions League-Ränge nicht mehr in Gefahr kommen. Ja, so, das muss man erstmal abhaken und erstmal daran denken. Es war ein erster Schritt, ja, wir müssen in Freiburg jetzt nachlegen, gar keine Frage, einfach damit wir ein bisschen in den Flow kommen und dass wir einfach auch ein bisschen selbstbewusster in das Spiel gegen Lazio dann gehen, ja, weil wenn wir so gegen Lazio auftreten, habe ich keinerlei Sorge, dass wir nicht weiterkommen, dann kommen wir locker weiter, ja. Lazio, was ich da im Hinspiel gesehen habe, war super, super schwach, also das war nicht das Niveau, was Leipzig heute uns gefordert hat, muss man ganz klar sagen. Ja, also selbst wenn es 1:1 ausgegangen wäre, ja, wäre wieder so ein bisschen schade gewesen durch so ein abgefälschtes Ding dann. Wobei man sagen muss, dass Leipzig halt auch Chancen hatte, ja, ähnlich wie wir, da müssen wir gar nicht drum herum reden. Aber ja, ich glaube, das war wichtig. 2:1, egal wie, aber es war ja auch kein schlechtes Spiel von uns. Zumindest aus meiner Warte. Ja, ich fand es ein gutes Spiel. Dass spielerisch noch vieles im Argen war, dass so Müller da rumgehampelt hat, wie so ein Kasper teilweise, dass er mir richtig auf den Sack ging. Kommen wir gleich mal bei den einzelnen Spielern, Spielerbenotung drauf zu sprechen. Aber so gesamtes Paket als Mannschaft, muss man sagen, war das heute endlich mal ein Spiel nach langer Zeit, wo man mal wieder das Gefühl hatte, so die Mannschaft möchte unbedingt. Ja, sie möchte. Ja. Und auch die Wechsel von Tuchel fand ich gut. Ja. Matthias Tell und dann Sané und Müller rausgenommen. Tell und Leimer rein. Auch relativ frühzeitig für Tuchel seine bisherigen Wechsel. Fand ich super. Waren auch genau die Spieler, die ich hätte auch rausgenommen. Danach fand ich es ein bisschen wild. Aber ja, am Ende des Tages hat es ihm recht gegeben. Schupper das Tor vorbereitet. Aber dass man dann gar keinen Kreativen mehr auf dem Feld hatte, der irgendwie da ein bisschen das geordnet hat. Ja, das ist ein Goretzka, nichts gegen Leon, aber das ist nichts, was ein Leon kann. Also. Aber gut, werfen wir mal einen Blick in die Statistiken, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Spielerbenotung. Gut, ich bin selber gespannt auf die Statistiken. Ich denke, das sollte relativ ausgeglichen ausschauen. Also Ballbesitz 56-44, Abseits 3-0, Fouls 11-10, Zweikämpfe 40-60. Wow. Okay. Wild, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also zwischenzeitlich war es auf jeden Fall pari-pari, auch mit dem Ballbesitz. Zumindest wurde das erzählt. Schüsse aufs Tor 4-6, Schüsse insgesamt 16-11,
Ecken 6,4, angekommene Pässe 545 zu 398, Flanken 10,10. Ja, wie man sieht, sehr ausgeglichen eigentlich, ja. Das mit der Zweikampfquote überrascht mich gerade echt wild. Aber gut. Schüsse insgesamt, Harry Kane 4, Neuer De Ligt. Weiß ich, warum die da drin stehen. Torschussvorlagen, Musiala eine, stimmt leider nicht wirklich. Kommen wir gleich auch noch zu. Schupo eine. Gewonnene Zweikämpfe, Musiala 7, Pavlovic 6, Dyer 3. Was sind das für Werte, Alter? Wo hat denn Dyer nur 3? Hat der nur 3 Zweikämpfe geführt oder was? Habe ich ein anderes Spiel gesehen? Das ist ja wild. Ballkontakte, 109 Dyer, Guerrero 87, De Ligt 84. Das kann doch auch nicht stimmen, Alter. Kann ich das hier nochmal neu laden? Also, Pavlovic hatte nach der ersten Halbzeit schon 71 Ballkontakte. Also, wie hat er dann in der zweiten Halbzeit die halbe Stunde noch gespielt hat, hat er nur noch 10 Ballkontakte gehabt, oder was? Also, hier ist ja irgendwas wild, ey. Naja, sind die Statistiken von der Bayern-Seite, Leute, wir nehmen die mal so hin. Ja, ich würde sagen, damit gehen wir mal rein in die Spielerbenotung. Dazu wechsle ich mal meine Zähne hier. Wir fangen natürlich an mit Manuel Neuer. Ich war lange Zeit beim Neuer auf 3- Richtung 4er-Kurs. Ja, war wieder schwerfällig unterwegs irgendwie. Ich glaube einfach, dass die Verletzung, das spielt da so ein bisschen mit rein in dieses Fußballerische. Wir sind halt ein anderes Niveau fußballerisch gewohnt vom Neuer, ja. Aber im 1 gegen 1 war er bärenstark, ja. Also den Ball musst du halt erstmal halten. Ich meine, Dyer hat ihn auch gut abgedrängt, dass er quasi nur noch die Wahl hatte, ins lange Eck zu schießen. Aber trotzdem musst du den erstmal so halten, wie Neuer ihn gehalten hat, ja. Das muss man mal ganz klar sagen. Von daher, für mich Manuel Neuer, eine gute 3, ja, würde ich mal sagen. Gut, weiter geht's mit Matthias de Ligt. Erste Halbzeit bärenstark. Ja, wirklich bärenstark. War ich lange auf Zweierkurs. Zweite Halbzeit, Leipzig ist halt ein bisschen stärker geworden. Dann hat er das eine dumme VR. Er hat ihn nicht getroffen bei der gelben Karte, ja, aber ist halt ungestüm da reingegangen, dadurch natürlich die 5. Gelbe geholt, in Freiburg nicht dabei. Das muss man ein bisschen cleverer lösen, leider Gottes. Ja. Von daher sehe ich den Matthias auch bei einer 3. Eric Dyer, für mich auch erste Halbzeit sehr, sehr stark. Ja, auch wieder schön die Führungsrolle neben De Ligt ganz klar übernommen, Anweisungen gegeben, gemacht, getan. Zwischenzeitlich war es sogar zu viel, wie ich fand, ja. Zwischenzeitlich waren da ein Dyer, ein De Ligt, ein Goretzka wollte auf einmal auch noch irgendwelche Führungsaufgaben übernehmen und Müller vorne war sowieso komplett durch. Also irgendwie wollte da jeder dann Führung übernehmen, aber ja, so ist das, wenn Kimmich nicht in der Mitte spielt und alles wegsaugt. Ne? Eric Dyer sehe ich auch bei einer guten 3. Hat für mich ein ganz souveränes Spiel gemacht. 1, 2, ja, wie kann man denn nur lange Bälle spielen? Was soll das? 1, 2 sehr, sehr gute Bälle auch vorne eingeleitet. Ansonsten mit seiner Routine, mit seiner Ruhe. Ja, also ist genau das, was uns fehlt. Und zum Glück hat Tuchel nicht Minjay mit aufgestellt. Ja? Aber da kommen wir dann gleich mal zu. Gut. Ansonsten haben wir Guerrero gesehen als Linksverteidiger. Hat ein starkes Spiel gemacht. Gibt's relativ wenig zu meckern. Gerade auch das Zusammenspiel mit Musiala war gut. Hat auch 1, 2 gute Flanken reingeschlagen. Hat mir sehr gut gefallen. Hinten 1, 2 Wackler gehabt, was bei seiner offensiven Ausrichtung aber auch nicht ganz ausbleibt. Aber da war ja noch ein Eric Dyer da. Ja, von daher sehe ich ihn auch bei einer guten 3. So zwischen 2 und 3. Ja. Für eine 2 hat mir so der letzte Kitzel gefehlt, aber war eine sehr, sehr gute Geschichte. So, also muss ich erstmal umstellen hier, weil der Kimmich natürlich nicht als Rechtsverteidiger hier eingetragen ist. Josua sehe ich bei einer 4. Ja, sind wir wieder beim Kimmich-Bashing angekommen? Nee, Josua hatte
fast gar keinen Einfluss aufs Spiel. Ja, also gerade erste Halbzeit, ja, er hat sich 1-2 Mal verirrt und ist dann einfach in der Mitte stehen geblieben und dann ist ein Pavlovic rausgerückt. Völlige Farce, völliger Schwachsinn. Das hat er in der zweiten Halbzeit auch nochmal gemacht. Ansonsten vorne keinerlei Einfluss, keinerlei Impact. Ja, die Ecken waren heute nicht ganz so schlecht. Aber ansonsten war das zu wenig, ja, aus meiner Sicht. Also es war jetzt nicht super schlecht, aber den Anspruch, den Josh haben soll, ja, klar, alles gut, ich verstehe, dass man so eine Leistung zeigt, lange nicht gespielt auf dieser Position und so weiter und so fort. Können wir alles zugute halten, aber darum geht's nicht. Wir benoten das, was wir sehen. Und für mich war das eine Note 4 und nicht mehr. Gut, kommen wir mal zum Leon. Leon sehe ich gemischt. Ja. Hat mir erste Halbzeit war ja schon auffällig. Hat sich auch öfter fallen lassen, wenn Pavlovic dann ein bisschen weiter vorne war. Das Wechselspiel Pavlovic, Goretzka hat auf jeden Fall gut geklappt. Ja, das muss man ganz klar sagen. Auch defensiv hat er 1-2 gute Zweikämpfe geführt, aber 1-2 Sachen waren auch wieder ziemlich wild im Zweikampfverhalten hinten. Aber ich denke, wenn man das mal vergleicht mit dem Goretzka aus den letzten Wochen, dann war es eine ganz, ganz klare Steigerung. Ja. Warum er dann drauf geblieben ist und Pavlovic runter musste, habe ich persönlich nicht verstanden. Hat aber natürlich nichts mit Leons Leistung zu tun. Er hat auf jeden Fall den absoluten Willen gezeigt, hat sich reingeworfen, hat geackert, hat gemacht, hat getan, hat auch versucht, Anweisungen zu geben, was für mich ein bisschen too much war. Ich glaube nicht, dass er ein Dyer oder ein De Ligt in der Viererkette Anweisungen geben muss. Ja, das ist mal ganz klar zu sagen. Ich denke, das hat man dann auch gesehen, wie die beiden reagiert haben, dass sie das einfach nicht gepoppt hat. Ich denke, du musst nicht einen Dyer oder ein De Ligt anzeigen, spiel mal den Ball dahin oder sonst irgendwas. Aber es ist natürlich schön, dass er Verantwortung übernehmen will. Ja, also das sehe ich eher positiv wie negativ. Ne? Das hat mir gut gefallen und von daher würde ich einen Leon auch auf eine 3 setzen. Ja? Aber auf eine glatte 3. Ansonsten kommen wir zum Pavlovic. Für mich der beste Bayern-Spieler auf dem Platz. Ja, gerade erste Halbzeit, auch die erste Viertelstunde, aber auch generell die erste Halbzeit überragend. Ja, hat das Spiel unwahrscheinlich schnell gemacht, hat alles das gemacht, was ein Kimmich nicht macht. Ja. Klar, wenn gar keine Anspielstation war, spielt er den Ball auch zurück oder spielt ihn quer. Aber wenn irgendwo eine Anspielstation vorne ist, wird der Ball nach vorne gespielt. Ja. Und er hat auch kein Problem damit, den Ball mal anzunehmen und 1-2 Spieler durch eine Körpertäuschung aussteigen zu lassen, um dann Raum zu haben. Auch das, alles das, was wir vom Kimmich nicht sehen. Das ist auch gar nicht gegen Kimmich, weil das ist einfach nicht Kimmichs Spielweise, war es noch nie. Pavlovic muss gesetzt sein. Ja, also das hat er in diesem Spiel wieder bewiesen. Also er muss gesetzt sein für den Rest der Saison. Ja, bärenstark in meinen Augen. Auch das Zusammenspiel mit Leon hat sehr gut geklappt. Ja, 1-2 Mal. Ja, ich fand es aber auch gut, wie er das taktische Foul dann gezogen hat. Auch das musst du dann die Situation mal machen. Ja, dafür bist du da. Aber er hat einfach auch diese Übersicht. Ja, das ist nicht dann einfach nur ein 2 Meter Querpass, sondern er hat die Übersicht übers Feld. Er weiß, wo jemand frei steht und spielt den Ball dann dahin. Ja, und das ist nicht hoch genug anzurechnen. Das ist ein Punkt, der unserem Spiel fehlt. Ja, also für mich eine ganz klare 2 und für mich auch der beste Bayern-Spieler auf dem Platz. Ja, auch vor Harry Kane, auch wenn Harry Kane die Tore gemacht hat. Gut, kommen wir zum nächsten. Jamal. Jamal hat bärenstarke Statistiken nach der ersten Halbzeit gehabt, zumindest laut Sky. Ich fand ihn gemischt, wenn ich ehrlich bin. Auch er wollte auf jeden Fall, das hat man gesehen. Aber ich fand es auch besser wie die letzten Spiele, ja. Also es war ein Tacken besser, wie ich fand. Hat auch mehr mit nach hinten gearbeitet. Man hat gesehen, dass er auch super dann stark dann aus dieser etwas tieferen Position kam. Da hat er seine besten 10 eigentlich gehabt, so wie ich es immer schon sage. Hat aber trotzdem wieder sich wieder übertrieben, so weißt du, so 4, 5, ach komm, ich fummel da schon durch und
komische Ballverluste dann wieder dadurch gehabt. Das hätte man sich schenken können. Aber auch da hat man gesehen, er wollte auf jeden Fall. Und man hat auch gesehen, dass er Verantwortung übernehmen will für das Offensivspiel. Das halte ich ihm auf jeden Fall zugute. Und auch da darf man nicht vergessen, dass er noch ein super junger Spieler ist. Ne? Ich fand es auch verbessert auf jeden Fall. Und man muss natürlich auch bedenken, wenn er die starken Zehen hatte, ja, dann war es aus der mittleren Position, ja, die er ja nicht das ganze Spiel bekleidet hat. Eigentlich war er ja mehr links. Ja. Und Musiala ist ja vieles, aber kein Außenstürmer für mich. Von daher tut er sich da immer ein bisschen schwer. Teilweise war da Müller mal rechts und dann waren Musiala mittig. Dann hat er auch bessere Szenen gehabt. Ja, für mich auf jeden Fall auch aufsteigende Form und von daher würde ich auch sagen, eine 3. Ja, in meinen Augen. Gut, damit kommen wir auch schon zum nächsten. Thomas Müller. Thomas Müller natürlich eine super knifflige, schwierige Personalie, denke ich. Hat 1, 2 Szenen gehabt, die okay waren. Hat ganz, ganz viele Szenen gehabt, die wirklich schwierig waren. Sein Coaching fand ich heute zu übertrieben. Ja, ich fand's gut, er hat gerade Anfangsphase, Müller hat alles vorne koordiniert, hat sich reingeschmissen, man hat gesehen, er will unbedingt, hat geackert, hat die Spieler, weiß ich nicht, zusammengefaltet, angepusht, wie immer ihr das nennen wollt. Alles gut. Ja, solange er das vorne macht, wo diese 4 Spieler sind, dass er vorne da der ist, der die Führung da übernimmt, bin ich völlig fein mit. Alles okay, dann kann ich es auch verschmerzen, wenn Müller da mal 1, 2 Bälle verstolpert. Solange er nicht nur die Bälle verstolpert, sondern auch ein bisschen was auf die Kette kriegt, was ja heute so halb-halb war, würde ich sagen, ist das alles fein. Wenn Müller dann aber anfängt, wo wir uns haben fallen lassen nach dem 1:0, wenn er dann anfängt, die defensive Mittelfeldspieler auf irgendwelche Positionen zu schieben und so ein Pavlovic zu sagen, er soll von der Posi weggehen und soll da diesen einen freien Spieler anlaufen. Und natürlich macht der Pavlovic das, wenn der Müller ihm das sagt und dann ist der Raum dahinter frei. Ja, da sollte Müller einfach die Klappe halten. Fertig. Ja. Wie gesagt, vorne kann er der Quarterback sein, kann er der Leader sein, was Offensivspiel anbelangt. Aber sobald das Spiel in die eigene Hälfte verlagert wird, dann sollte Müller besser ruhig sein. Ja, der bringt da mehr durcheinander wie alles andere. Ich denke, wir haben heute gesehen, dass ein Eric Dyer, ein De Ligt und auch ein Goretzka da ist, die das da schon ordnen, ne, in der Defensive. Also da muss sich Müller ein bisschen zurückhalten. Er hat da wirklich ein bisschen viel Verwirrung meiner Meinung nach reingebracht. Das hat mir nicht gut gefallen. Und folgerichtig ist er dann noch ausgewechselt worden, ne? Muss man mal ganz klar so sagen. Gut, Harry Kane, wäre es beim Ein-Tor geblieben, hätte er eine 3- von mir bekommen, weil er hätte heute auf jeden Fall noch 2 Tore mehr machen müssen. Ja? Oder zumindest eines von diesen beiden Riesenchancen. Aber er hätte dann das 2. Tor noch gemacht. Von daher kriegt er von mir auch eine gute 3. Ja? Bei 2 Hütten müssen wir ihm eine 2 geben, mein Gott. Wir müssen ja auch mal unseren Anspruch mal auf ein realistisches Niveau bringen. Er hat 2 Hütten gemacht, dann ist er Note 2 fertig. Auch wenn er eigentlich hätte Minimum 3 machen müssen. Ja, muss man auch mal so klar sagen. Aber ohne Harry Kane, wir haben es wieder gesehen, ja, nehmt mal die Tore raus. Wer hätte die Tore heute schießen sollen? Leroy Sané, der Katastrophe wieder war. Offensiv Totalausfall. Kommen wir jetzt gleich zum Leroy. Ja, Harry Kane, Note 2. Ne? 2 Hütten gemacht, auch wenn er noch die Chance hatte, 1 oder 2 mehr zu machen. Ohne ihn sähe es düster aus. Gut, kommen wir zum Leroy. Erstmal muss ich ihn Leroy zugute halten, dass er sich auch nicht hat hängen lassen. Ja, auch er hat sich reingeschmissen, hat geackert, hat nach hinten geackert. Leider ist er aber ein rechter Flügelstürmer. Oder soll das sein? Oder ein Rechtsaußen oder meinetwegen auch auf halbrechter Position. Und da muss man sagen, war das Note 6. Offensiv war das Note 6. Der hat nicht ein Ball
festmachen können, nicht einmal ein Dribbling gewonnen, nicht einmal irgendwas kreiert. Jeder Ball war weg, läuft dann noch in dem Schuss von Harry Kane quer rein. Hat sich auch gar nicht getraut, die Schüsse zu nehmen. Ja, ganz wilde Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihm das Selbstvertrauen fehlt, was die Offensive anbelangt. Ja, er hat dann 1, 2 Situationen wieder wettgemacht, indem er den Ball selber dann zurückerobert hat durch einen elendig langen Sprint nach hinten. Lob und Anerkennung dafür, ja, gar keine Frage. Aber wir hatten diese Phase schon mal bei Leroy. Da hat er genau dasselbe gehabt. Da war er nach hinten bärenstark und man hatte das Gefühl, vorne fehlt die Kraft. So, das Gefühl hatte ich heute eigentlich nicht. Aber irgendwie ist die Lockerheit, die Kreativität bei ihm, seitdem er auf der rechten Seite spielt, komplett weg. Komplett. Nicht ein gutes Spiel auf der rechten Seite. Ja. Ganz wild, weiß ich nicht. Von daher ist es für mich auch eine 4 heute. Also wie gesagt, nach hinten vorbildlich. Hat sich auch nicht hängen lassen oder abgewunken oder sowas. Aber nach vorne war das einfach gar nichts, leider. Ja. Warum? Ich weiß es nicht, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Ganz wild. So, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Wir gehen natürlich noch kurz auf die Wechselspieler drauf ein, auch wenn wir da keine Benotung machen. Min-Jae, ja. Ich habe es ja gesagt, Min-Jae braucht einfach mal ein bisschen Pause, kam dann rein, da wir auf Dreierkette umgestellt haben. Habe ich nicht ganz verstanden, den Move. Kommen wir gleich mal zu, wenn wir auf den Tuchel eingehen. Min-Jae ist nicht wirklich positiv oder negativ aufgefallen. Von daher denke ich, für 10 Minütchen, Viertelstündchen war das alles supi. Kommen wir zu Mathys Tel. Ich denke, ja, er hat das wieder versucht, ja, was er konnte. War vielleicht vorne 1, 2 Mal oder eine Szene erinnere ich mich auf jeden Fall, wo er ein bisschen vielleicht zu eigensinnig war, aber ist natürlich absolut verständlich, wenn man so wenig Spielzeit bekommt, möchte man natürlich dann die Chancen auch nutzen und irgendwas zeigen. Ich denke, das ist auch völlig normal. Ja. So viel zum Tell. Kommen wir zum Schuppo. Schuppo war, bis auf die Vorlage, die er reingestochert hat, Katastrophe wieder. Ja. Ich kann das nicht anders sehen. Ich weiß es nicht. Aber natürlich, dafür ist er gekommen. Ja. Dafür ist er gekommen, um da vorne zu stehen, irgendwie einen Kopfball zu erwischen oder das Ding halt quer auf dem Heavy zu legen. Das hat er gemacht. Dafür wurde er eingewechselt. Alles gut. Hat das Tor vorbereitet. Hat den Sieg mit vorbereitet. So, also von daher gibt's da relativ wenig, worüber wir uns heute aufregen können, denke ich. Gut, zu guter Letzt haben wir noch Conny. Ich denke, Conny hat gleich gezeigt, er durfte endlich mal auf der Achterposition spielen. Hut ab an Thomas Tuchel. Hut ab, ja, dass er nicht den Move gemacht hat und hat gesagt, ja, Conny, du gehst jetzt aber als rechter Verteidiger und der Josh geht wieder in die Mitte. Hut ab, ja, um eine absolute Anerkennung an Thomas Tuchel. Bestätigt auch nur mein Take, dass ein Kimmich sehr wahrscheinlich nicht mehr viele Spiele unter Thomas Tuchel spielen mit dieser Saison. Es sei denn, seine Leistung wird besser. Ja, ich denke, dann hat er Argumente. Aber man hat gleich gesehen, ja, wie wichtig der Conny war, ja. Gerade in dieser Phase dann. Wie er die Leipziger gleich unter Druck gesetzt hat, ne? Gleich drauf, voll Attacke, boom, bang. Hat mir sehr gut gefallen. War gleich präsent, war gleich da. War eine ansprechende Leistung. Ja, ich hoffe, er wird jetzt behutsam nochmal aufgebaut, vielleicht gegen Freiburg und dann vielleicht gegen Lazio in der Startelf. Das wäre, was ich mir wünschen würde. Gut, kommen wir noch zu unserem Chefcoach Thomas Tuchel. Aufstellung hat mir persönlich gefallen, bis auf dass ein Tell nicht gespielt hat für einen Sané, das hätte ich gefühlt und vielleicht, ja, Brian können wir noch nicht so wirklich gut einschätzen, von daher gehe ich da schon mit. Ansonsten fand ich super gut, dass ein Dyer und ein De Ligt hinten drin gespielt haben. Die sind einfach die stabilsten und wenn wir das Spiel gesehen haben, waren sie auch sehr stabil gegen Leipzig. Ja. Klar, hat Leipzig dann 1, 2 Chancen gehabt. Wenn ihr euch die Entstehung anguckt, das Gegentor geht ganz klar mal wieder auf Müller seinen Ballverlust. Das ist halt, wenn Müller in diesen Räumen rumdümpelt,
wo er nichts zu suchen hat. Ja, das ist, was ich meine. Der steht dann da irgendwie 10 Meter hinter der Mittellinie, will da irgendwie noch den defensiven Einweiser machen und verliert dann da einen Ball. Ja. Also, und dadurch entsteht natürlich der Ballverlust, unsortiert, ungeordnet, bam, 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 Goretzka rutscht rein, fälscht das Ding ab, vielleicht hätte ihn Neuer sonst gehalten. Ja, hast du Scheiße am Fuß, das ist halt so. Ansonsten, wie gesagt, abgesehen von Mathys Tell gehe ich mit der Aufstellung mit, fand ich sehr gut. Gerade, dass er Min-Jae draußen gelassen hat, dass er endlich mal eingesehen hat, dass der einfach mal eine Pause braucht. Ja. Das war wichtig. Und natürlich auch, dass er einen Kimmich als Rechtsverteidiger gestellt hat und einen Leimer erstmal draußen gelassen hat. Ansonsten, wie gesagt, Guerrero und De Ligt war klar. Ja, das ging ja nicht anders. Goretzka und Pavlovic war auch klar, wenn Kimmich da spielt. Von daher interessant wird's dann werden im nächsten Spiel. Ja. Dann ist ein bisschen mehr Auswahl da, denke ich. Da werden wir mal sehen. Aber da ja dann auch ein De Ligt nicht da ist, ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ansonsten Note für Tuchel, denke ich, können wir auch auf eine 3 gehen heute. Die Auswechslungen haben meiner Meinung nach gepasst. Gerade von Conny Leimer und Mathys Tell, 65. Minute, fand ich perfekt. Müller hatte eher nur noch negativen Einfluss wie positiven. Erste Halbzeit hat er noch positiven Einfluss gehabt. Sané war einfach schwach. Ja, den hättest du auch schon eher auswechseln können. Aber ich glaube, Leroy ist einfach gerade in so einer Phase, er braucht einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis. Ja, das könnte den Knoten vielleicht nochmal zum Platzen bringen, ich weiß es nicht. Weil von der Einstellung her können wir ihn heute keinen Vorwurf machen, denke ich. Dass wir dann auf Dreierkette umgestellt haben mit den super aufgerückten Außenverteidigern, hat mir persönlich nicht gefallen, hatte auch wirklich null Impact. Das Spiel war dann wie gegen Leverkusen komplett unkreativ. Also komplett, eigentlich müssen wir froh sein, dass wir dann das Tor noch gemacht haben, ja. Das gibt dem Tuchel natürlich recht. Ansonsten war es Katastrophe. Das war ein richtiger Bruch in unserem Spiel. Wir haben gar nicht mehr die Ordnung gehabt. Kimmich war maßlos überfordert, da dann auf dieser Pose von Guerrero hast du dann auch nichts mehr gesehen. Und natürlich haben wir dann noch haben wir noch den Pavlovic rausgenommen, der die ganzen 81 Minuten, die auf dem Feld war, das Spiel geordnet hat. Dazu hast du dann noch den Musiala rausgenommen. Ja, kann ich verstehen, dass man dann so 5 Minuten vor Ende nochmal einen Schupo reinwirft. Ja, alles gut. Ja, vielleicht hält er die Birne hin oder macht das, was er heute gemacht hat. Das fand ich schon okay, aber es war halt gar kein Kreativer mehr da, ne? Das war schon wild. Aber nochmal, der Erfolg gibt dem Tuchel recht. Allerdings habe ich die Umstellung auf die Dreierkette dann nicht wirklich verstanden. Die hatte halt auch keinen Impact, muss man fairerweise sagen. Ja, also. Aber gut, am Ende haben wir 2:1 gewonnen. Es war endlich mal wieder ein Sieg. Es war ein wichtiger Sieg, bezogen auf dass wir aus dieser Spirale rauskommen und dass wir Platz 5 auf Abstand halten. Das ist uns gelungen. Von daher ist das erstmal ruhig. Wir sind in der Bundesliga jetzt auf chilligen Kurs, denke ich. Da wird nach oben nichts mehr gehen auf Leverkusen. Da wird aber auch nichts mehr gehen, dass wir irgendwie aus den Champions League-Rängen rausrutschen. Ja. Es war wichtig auf das Lazio-Spiel gesehen. In Freiburg, wenn wir die gleiche Leistung bringen und sollten dann nur unentschieden spielen, ist das für mich völlig fein. Natürlich wäre es schöner zu gewinnen. Es gibt nochmal ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Und dann denke ich, sind wir gut gerüstet für das Rückspiel gegen Lazio. Ja, und dann muss man halt von Spiel zu Spiel gucken, wer der nächste Gegner ist. Aber solange wir dann noch einen Heavy Kane haben und er ja anscheinend auch wieder ein bisschen besser in Form kommt, auch wenn er heute noch 2 liegen gelassen hat, wer weiß, ne? Wer weiß, was so passiert. Gut, Leute, das war's. Meine Meinung, ich freue mich auf eure Meinung. Wie immer, hier in der Spielanalyse beantworte ich eure Kommentare im Laufe der Woche in Videoform. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Und ich bedanke mich natürlich wie immer für euren mega guten Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird.
Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.